Aufgepasst, aufgepasst. Eventuell musikalische Fehler sind an diesem Podcast bewusst nicht verbessert gehen. Kandidaten und Kandidatinnen an diesem Podcast sind keine Sänger oder Sängerinnen. Und auch der Serge wird die Stecker nie für geprüft. Dafür, wenn ihr Fehler fand, könnt ihr gerne halen. Viel Spaß. Was? Your own personal Jesus. Someone to hear your prayer, someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayer, someone who's there. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out, touch faith. Reach out and touch faith. Yeah. Baby. Baby. Oh, cool, das hätte ich noch nicht. Du hast ihn dran. Du hast ihn dran. Cool. Ich habe ein bisschen geprobt. Also, Ja, ich geprobt. Ich habe nämlich geprobt. Mir sind immer, wie prüft, den hört Angst. Ja, absolut. Ja. Angst nicht gehabt. Ja. Mir läuft gut. Du hast es dir gemacht. Alles gut. Ja. Okay, cool. Personal Jesus, ja. Depeche Mode. Ja. Wie wird der Song? Das ist nicht Gesicht. Das ist ein gut Frage. Ich finde Depeche Mode ganz gerne als Gruppe. Das Lied einfach gefällt mir gut als Lied. Mit Depeche Mode als Gruppe fand ich genau das gemacht, was viele Leute machen. Sie fangen relativ einfach an ihrem Leben an. Depeche Mode hat ganz einfach Musik gemacht, weil es eine Boysband ist. Sie haben nicht was groß angesehen ist. Und sie haben sich irgendwie so in ihrem musikalischen Tiefgang sich da verdient. Und das hat mir super gut bei ihnen gefallen. Und dann war es einfach eine groß alternative Musikband. Das Lied ist relativ kryptisch, das vielleicht noch einfach zu sagen. Das sind von meinen Lieder, wo ich immer froh bin und nicht höre. So, yes. Ja. Depeche Mode, also ich war Rocker an der Zeit, also Depeche Mode, das war für mich so viel poppisch. Genau, so viel poppisch. Wie wenn du aber ihr Lieder lauscht an Trick, du entdecken ich so ein super Lieder gemacht. Aber du erkennst immer ein gutes Lied, wenn du einfach kannst auf der Gitarre spielen, ohne Synthi und ohne Beats und nichts und funktioniert einfach. Ja. Das ist ein guter Song. Absolut. Mega Coverversion von Johnny Cash. Johnny Cash, ja. Ja, absolut, absolut. Den Johnny Cash hat doch gesagt, dass am Kader von meiner Vorbereitung, den Johnny Cash war ein ganz gläubiger Mensch und hin als Gospel-Lied hat ihn abgefordert. Sie haben ja den Martin Gore gefragt, den Sänger von Depeche Mode, was er nicht noch dabei gedurcht hat. Da hat er gesagt, ja, das steht für ihn an einer Kuppel, an den hat am Kopf, den Elvis und Priscilla Presley. Du wie ihn, so wie Jesus, und das wäre aber nicht super. Ich meine, den hat nicht sich mehr evaluiert, wie das, voilà, bleibt kryptisch. Das ist nicht religiösen. Das religiösen Ding, das auch nicht, voilà. Ja, ich gesehen so, your own personal Jesus. Ich bin dein personal Jesus. Ja. Du kannst mir alles erzählen, du kannst mir verzeihen, ja. I'm a forgiver. Und so was du ein Forgiver, ich weiß das nicht. Es sind kein Dach, Echter. Es sind ein Forgetter, maybe ein Forgiver. Forgive it. Ja, forgive it. Ich meine, das gibt mir klar treffen. Forgiver, also ein bisschen, du brauchst schon extra Pulver für das zu machen. Ein Forgetter brauchst du nicht, wenn du zu vergessen und so, du denkst nicht Schwamm drüber, das ist gut. Okay. Das ist keine extra Power für zu forgiven. Ich kann aber gut vergessen. Ich meine, was bei mir so ein Auslöser war, wie ich die erste Kehr flott an der Vakanz war, habe ich mal sitzen Leute aus Syrien, die mit ihren Händen, mit ihrem Gepäck da sitzen und ob
ob ich etwas gewährt habe. Und war ganz ruhig und war ganz schön. Auf einer schönen griechischen Insel. Und ich gedacht, die dort Realität hätte ich noch nie erlebt. Und einfach dort zu sehen und das nicht auf der Tele zu sehen mit einem Kommentar oder mit irgendetwas, das ist etwas ganz Starkes. Und das hat mich irgendwie nicht mehr losgelöst. Und das hat mich ein bisschen getriggert. Der Böse muss ich vielleicht gehabt haben und du hast mich angefangen, so mich in die Richtung ein bisschen zu engagieren. An meiner Gemeinde haben wir die Möglichkeit, mit Flüchtlingen zusammen zu arbeiten, Kollekte gemacht, so Sachen. Und ich habe ein bisschen entdeckt, die Dynamik, ein bisschen die gute Wellen und so Sachen. Und du kurz Druck, irgendwie pro Jahr, Zeitdruck. Und ich bin mir gedacht, ja, du hast irgendwie 30 Jahre lang ein flott Leben gefordert, das viel geschaut, das ist Kamera, das so Sachen. Aber irgendwie die Probleme, die ich 34 Jahre lang gelöst habe, hat irgendwie keiner in der Zwischenzeit für mich gelöst. Die waren nicht alle gut da und das war das war für mich, das war ein Schock. Die ersten Gespräche, die ich höre, nur mit linken Leuten, die dann etwas über Rassismus gesagt haben, das war das Erste, was ich gedacht habe, so, wie geht es das nach, als das noch etwas haut. Und ja, es war genau dasselbe Haut, noch für ein paar Jahre, auch noch Haut, wie es war, wie den Harlem Désir, da war, wie die erste, also als Rassismus in Frankreich, wieder, da irgendwie dazwischen hatte ich nie zu meinem Alltag gehört. Und du hast drin gekommen, par la petite porte, und haut so nicht mehr, voilà. Du bist ein aller weißer Mann, da kannst du vocal sein und du kannst dich ein bisschen so zerveieren, wie du es spielst. Das ist so in a nutshell. So, mir so ist das gegangen, nicht so kein größer Gedanke dabei. Ja, wir haben dann eine radikale Bewegung irgendwie an den Nieren, wenn du es viel drin, weil das alles nicht so bewusst ist, die typischen Lützebäuer Leben. Genau, Lützebäuer Leben als voilà, an der Bülle von der Juristerei, an der Bülle von den weißen Kanner von Lützeburg. Wir kennen uns alle, wir profitieren von der kurzen Wehe, wir profitieren von unseren Freunden. Wir sind das ein Home Run. Ja, für viele Leute das nicht bekennen und das kann ihn einfach verdrängen. Ich bin wirklich lange fertig gebracht und hatte mich keine Lust mehr, für das zu verdrängen. Und ich fand dann plus eben nicht mehr etwas, was ich nicht soll verdrängen, mir war doch interessant, weil die Realität von anderen Leuten, die nicht mein Leben oder dein oder ein anderes Leben, das ist ja bereichernd, nicht nur ein Problem, das ich lesen muss, politisch unbedingt lesen muss, das einfach das mehr auf den anderen zugehen, mehr verstehen, wie ein tickt, wo ihn hier könnt. Und das kann ich bei Schiedvereinen immer machen, junger Nala, krumm und dumm. Es geht immer irgendwie. Das habe ich entdeckt, dafür habe ich irgendwie in einer Art Isolation gelebt, was du als Artist an der Form nie hast, weil du immer direkt den Kontakt hast. Ich hatte den nicht, ich bin mit dem Auto in mein Büro gefahren, bisschen geschafft, dann ist beim Heimgegangen von einer Bühne an die andere. Ich meine, durch Haut nach, dass mein Leben nicht geändert mit einer Dimension, die ich dabei kriege, die mir wichtig ist. An am Beruf, du siehst wieder Juristerei und so, willst du auch beruflich dann etwas geändert oder? Ja, ich schon, ja. Aber das war wirklich einfach Circumstanzen, die bräuchten, dass ich meine Arbeit von normaler Klärungsarbeit, die ich gemacht habe, weil Leute mich kommen mit ihren Problemen nicht gelöst, so ein oder dem anderen, das ist die normalen Dinge vom Jurist. Ich haut wirklich nicht haut so sie verhiten auf so groß Sachen, das sind so mehr wie Projekte. Ich habe nicht mit denen alltäglichen Kontakt an. Ich sind hauptsächlich für so ein bisschen Déchets von der Finanzindustrie zuständig, was dann irgendwie gut an die Krumm passt. Das Déchet von der Finanzindustrie. Das sind meistens riesige Strukturen, also Gesellschaftsstrukturen, die eine Finanzkrise nicht überlebt haben, die dann hops gehen und dann muss irgendwie gucken, für das ordiniert allerweise dann zu begründen, darum geht es. Das ist mein von einer positiver, konstruktiver Arbeit, sind ich voll am Dekonstruktiven, aber das ist aber ein flotte Arbeit. Man müsste am meisten mit dem Lebenswandel, kann ich auch schon quasi so, wenn du Preis dafür bezahlt hast, müssen Sachen handeln lassen.
Ich meine schon irgendeinen Preis bezahlt mich fand, dass mich viel und allem an allen Hinsichten bereichert wird. Sowohl was die Lebensqualität angeht. Den Umwelt, die so tun, den sind alle, was mich da auch verschiedene haben das gesagt. Mit denen schickt sich sowieso in die irgendwie, wir waren nicht für nie gemacht. Und so. Die meisten Leute haben ganz positiv reagiert. Und für dich halt flott fand, dass das viele Leute, die mich aus meinem alle Leben hätte ich ein bisschen dramatisch, die mich für Druck kannten. Ich kann auch nach Martinen Haut schwätzen und sie sind Nawel interessiert. Und sie sind Nawel in diesem Oberraum ein bisschen von ihrer Zeit für meinem Gesau aus Not zu leisten oder meinem Abruf für Aktionen. Sie holen nicht, Leute sind nicht fundamental oder gängig, egal wo sie sind. Das für mich ist die Vermittlerrolle, die mir alle gut können spielen, also ein wichtiger Aspekt von unserer Arbeit, dass in sich selber hier geht, für zu sagen, guck, ich so nicht, es sind dieselbe wie für drin, ich so nicht, das also so, oder ich meine das also so, denke darüber no, das ist eigentlich kein, das ist eh Preis, den man den bringt. Und das war klar direkt die Lenk, oder? Ja, absolut. Ich muss immer lachen, wir sind immer an der Zeit vom Valomato, wie ich das denn als Lützeburg denn, wo man du weißt den Trick, oder wo musst du froh ausfüllen und dann kriegst du gesagt, wohin dich da positioniert. Und ich habe wirklich so viel an meinem Entourage, von denen alle wirklich verwirren, wie sie gesagt kriegen, dann wären wir an der nächsten Regierung sicher dabei. Das ist noch nicht ganz sicher, trotzdem, dass wir dabei sind. Ne? Nee, also... Das ist wahrscheinlich. Full Disclosure, es gibt gemunkelt. Du haben die ich habe mir aber geholfen, in Deutschland gemacht, auf anderen Plätzen gemacht. Das war nicht nur ein Demarche. Du sind nicht einfach eine Reunion gegangen von der Linken. Eben auch aus dem Business heraus, wie sie so lohnt, genug darüber nur gedurcht. Okay, wenn ich mein Auto und ich fuhr dahin. Das war der Anfang und du nicht mehr Labor gelost. Du warst Spitzenkandidat am Osten. Das sind Spitzenkandidat am Osten. Ich bin an der Chambre. Man denkt Fuß an der Chambre, wie mir so. Ja, das ist alles ganz... Den Osten, was aus dem Osten? Nee, absolut nicht. Ich sehe das... Beigebracht. Beigebracht ist noch halt von Näheren, sondern ich habe überall Familie am Land gehabt. Und, ich komme aus der Stadt und ich habe viel an der Stadt gewohnt, ich arbeite an der Stadt. Und den Osten hast du auch und Herz gewusst, mit seinen Leuten, mit seinen Schrulligkeiten. Ich studiere auch nicht mehr Sachen, die ich nicht verstehe. Sind aber auch nicht alle genommen dumm, die sind noch zum Teil ganz interessant. Und ein bisschen an der Gemengeweile, wo ich mich dann geoutet habe und mit den Leuten am Kontakt war, das war auch flott. Das war auch, die meisten Leute sind so, wie das war die Menge, wie sie wären, wenn ihr Facebook ist. Ich hatte wirklich hauptsächlich gute Rencontres, interessante Rencontres mit Leuten, die nicht ticken wie ich, mehr die einfach interessiert sind. Und das ist schon ganz viel. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who's there. Feeling unknown and you're all alone. Flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, no, I'm a forgiver. Reach out and touch faith. 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 Ich habe mir ein bisschen Gag gemacht mit den Fuß an der Chambre und so. Ja. Das ist aber auch ein bisschen so, dass ich weiß, dass ich nur quasi sicher nicht an die Chambre könnt, dass ich sicher nicht an die Regierung könnt, dass ich eine Partei ist, die an der Minorität ist, die sicher an der Opposition ist. Wie geht es da darum? Die Opposition als etwas Nobles in sich. Und wenn ich mit meinen Winner aus meinem Beruf schwätze,
du hören eben offen so, ja, wie kannst du denn vergessen bei einer Partei, du kannst ja und musst irgendwie da kommen und alles das umsetzen. Das ist alles nicht ganz falsch, das war alles nicht ganz vor. Von den, muss sich irgendwie auf etwas festlegen. Und ich fand, wenn wir mit unseren Ideen, mit unseren Vorschlägen nicht präzise für eine Chamber gewählt zu gehen, dann soll es eben nicht sein. Als demokratischer Mensch akzeptieren ich das ganz gerne. Das ist aber für mich kein Grund, für bei den nächsten Linken ein bisschen mit zum Zentrum zu gehen, für dann nicht zu kommen. Weil das Oppositionspolitik, dass ich auch Vorschläge machen, dass ich auch sage, so, das geht nicht, man Fanger darauf weisen, und nicht man böse Fanger so den moralischen Highground die ganze Zeit wollen zu beleben. Jetzt ist so, guck, Minister so und so, das Leuten ist einfach das eine Schrottidee. Guck, wie wir schaffen, wir denken drüber nach, wir denken mit, und sich dann Ideen entre guillemets klauen zu lassen von anderen Parteien, das ist das Beste, was uns geschehen kann, weil es tritt dazu bei, dass die Sachen, die Werte, die uns nicht gehören, die für mich anstehen, dass die eben ihren Weg an die Gesellschaft finden. Dafür motiviert das. Wir bleiben motiviert, Serge. Ja. Ja. Wo kommt die Motivation dann her, die von Dave Bahn? Ich meine, den Eisenalter möchte etwas mal Neues. Wie alt warst du? Ich bin 55. Ja, ich 53. Wir sind eine Generation. Das ist eine Generation. Ich meine, du kannst nie irgendwie die Roserei kreieren, positiv Roserei. Oder wenn du so hörst und fühlt sich gut an, dann müsst du viel holen, meine ich. Dafür, ja. Zweifel dich schon, Heinz, du. Absolut. Wie bei allen Mann am Leben. Also. Die Leute, die zweifeln nicht, aber das sind nicht alles meine Kollegen. Also. Okay. Warst du sicher? Oder zweifelst du? Ich weiß nicht mehr. Was soll ich sagen? Ich will noch den Jesus so für dich. Guck. Wie schön. Weißt du Leute in den Kanal? Was du dein own personal Jesus. Schön. Ist den für mich so Mattbrüche? Nee, das wird irgendwie zu der Deko ein bisschen schön gemacht, weil muss so schön sein, ne? Ja, das ist ein flottes Studio. Also dein Studio, sind wir nur bei dir? Weiß ich mal, das ist die Küche von die Lenk. Also das ist nicht als wie Küche von den Entdeckerparteien, wenn es nur bei Leuten hingehen, das müssen wir Low-Fi, so, aber gemütlich, auch schön. Und dann ist der Teil, wo wir trainieren, für so Spaghetti zu kochen, immer auf Telefon. Das hat Getränke gemacht, absolut. So, ich fand über selber bis dann aber wie ein bisschen den sich Gedanken möchte in Someone Who Cares, Someone Who's There, das passt schon irgendwie selber auch bei den Statuten. Someone to Hear Your Prayers, also in den Senioren, also in Jahren, wenn wir größer abgemacht dann. Kostet ja schön gesund. Ja, da kommen wir dann zum Aufschluss reinkriegen. Die nächsten Dinge. Okay, ganz gerne. Oder soll man ein bisschen mehr Johnny Cash machen? Komm, wir probieren das. Your own personal Jesus. Someone who hears your prayers. Someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. Feeling unknown and you're all alone. Flesh and bone by the telephone. To lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Or a forgetter, Randy. Forgetter. I reach out and touch faith. I reach out and touch faith.
bis geschwind. Ja, bis gleich. Ja. Wir probieren noch ein bisschen Nudeln kochen heute für den nächsten. Ich meine, wir sind gut invitiert. Ich meine noch nicht. Nudeln zu kochen. Nee. Ich koche sicher besser Nudeln wie verschiedene, die du auftreten. Aber was egal. Komm. Das ist egal. Wir sind Vergeber, mir verzeihen das. Alles Forgiver, Forgetter.